Joel, Kelly. wat waren den Gründe, für was das letzte Kehr Sex hast? Also, ganz ehrlich, das einfach so geschieht. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie zu einfach. Dat hei aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für all Mensch mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. Und heute schwatzen wir über Gründe, für was die Sex wird. Joel, was tust du jetzt mit Brust? Also, ich habe ein ganz Lust mit Grün, mit Brust, wie so Sex kann haben. Und soweit ich weiß, hast du die auch. Und wir haben vier Drohnen einfach kurz den Vergleich und festgestellt, dass sich die Grün bald nicht überschneiden. Was schon ziemlich witzig ist. Boah, ich gebe als allererstes mal den Grund nennen, den vielleicht am öftesten genannt wird, vielleicht auch nicht. Vielleicht in aus, wo ihn direkt denkt, vielleicht noch in aus, wo ihn wo nicht Gift dran denken. Denkt vielleicht ein bisschen noch von den nächsten Erfahrungen an dem Weltbild auf. Aber das wäre die Reproduktion. Also wollen ein Baby machen. Ich muss ehrlich sagen, dass das für mich noch nie ein Grund wäre, für Sex zu haben. Aber ich meine, für viele Leute ist es dann aber. Oder ja, also dreht sich ja aber ganz viel so das Thema für allem, wenn ihr bis an ein gewissen Alter könnt, dann fängt noch Leute rundherum an, Babyen zu haben und zu kreieren. Aber viele Leute machen das eben, an dem sie Sex mit denen haben. Ich weiß nicht, wie da dann Dinge im Umfeld, als ob du viele Leute erlebst, die so ein myonisches Baby auf biologische Art gemäht. Nee. Ja, ich beschwere mich immer darüber, dass meine FreundInnen Zimmer ein Baby machen, weil ich sie mega froh mit Babyen. Aber ich muss nicht unbedingt selber machen. Und ich ging da war mega cool von, wenn ich mehr Babyen an meinem Umfeld hatte. Und schon gedacht, ab dem Moment, wo ich stressig ging, ich dann so, oh, du hast schon Remi schwanger, hallo, bestürzen sich da und so. Und es ist so, my dear queer friends, how about it? I look amazing in a suit. Wie wäre es, wenn du mich auf die Hochzeit invitierst? Und ich wäre auch gern Tata von einem Baby. Aber es sind noch nicht glücklich gehen an meiner Rolle. Ja, aber wenn Leute Babyen 4 Hunde zu machen, dann passiert das meistens nicht mit Penis plus Vagina-Sex, muss ich sagen. Aber ich fand trotzdem, dass Reproduktion oft ein Thema beim Sex spielt, auch wenn ihn quasi die Reproduktion verhindern will, wenn es möglich ist, durch den Sex zu reproduzieren. Insofern kennen da von einem Grund, für keinen Sex zu haben. Dazu haben wir schon eine Episode gemacht. Hat man das dem unternimmt, ich weiß es nicht. Den ersten Grund, den mir angefallen ist, für Sex zu haben, ist, sich mit einer Person noch zu spüren. Also so ein bisschen eine Mischung aus emotionalem Grund plus Beziehungsgrund, also dass ihn vielleicht Beziehung auch dadurch will stärken, plus vielleicht auch so ich nenne es mal sensuellem Grund, sensuell von Senses, also dass ihn so seinen Sinne vielleicht mehr spürt und so die Haut von der anderen Person spürt oder den Atem oder die andere Person riecht, also tut doch vielleicht ein bisschen mehr mit Intimität zu dem. Also das zum Beispiel was auch abgeschrieben, wenn einer Person nur sie wollen und ist das genannt. Das fand ich am Anfang ein mega schöner Grund für Sex zu haben. Aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich da dann nicht gut genug sehe, die Sachen zu trennen. Mir schon oft gefühlt, dass es so ein bisschen an den übergeht oder dann das eigentlich aus dem anderen steht. Also so, wir wollen es nur sehen. Und dafür kuscheln wir vielleicht sogar schon plakisch. Und dann fangen wir an, entweder um den zu fummeln, an der Bockisch zu gehen oder sie bockisch und fummeln dann und den. Und irgendwann entwickelt sich das ganz zum Sex.
schön, dass du doch nicht so unbedingt die Chlor-Trennlinie gesehen oder ist das für dich, bist du ganz streng Schublade, wo die Sachen rankommen? Also ich fand das auf jeden Fall immer noch einen weiteren Grund genannt, nämlich Lust. Also wenn dann irgendwie mit ne Plakiges an sich nur ist und dann bemol Zitat bockisch geht, dann ist ja das sexuell Lust Grund. Ich bin tatsächlich am Vielfalt drüber nur gedurcht, wo an dem Szenario, was du gerade beschrieben hast, der Sex aufhängt, weil ein Grund für Sex willen zu haben kann auch sein, dass ihn einfach will plagisch gehalten gehen und dass an dieser Gesellschaft für allem man den plagisch ist und sich gegenseitig hält beim Sex. Ich fand auf jeden Fall auch, wie du gesagt hast, dass es so fließend übergegangen sind und natürlich auch davon aufhängt, ob ihr das Gefühl habt, dass das so primär vielleicht eine sexuelle Erfahrung sich plagisch zu halten und dann vielleicht auch Sex. Oder zu sehen, nee, wenn ihr sich das halt, dann ist es echt da, hat es vielleicht echt etwas mit Intimität, Sensualität, wie ihr noch immer das nennen wollt, zu denen. Und recht, wenn ihr anfangen, sich so unten zu reiben, als sexuell Lust geht es zum Sex. Ich meine, das ist auch ein bisschen ein philosophisch froh, ehrlich gesagt. Wenn ihr das mehr interessiert, lauscht das vielleicht doch als Episode zu Demisexualität, wo man ein bisschen so, meine ich, auch in der Richtung weiter oder viel philosophieren. Mich erinnert das ja immer ein bisschen an dem Rüdinger, den Katz, die ja dort oder leben ist, wie sie ihn, also wir sehen nicht, ob sie dort oder leben ist, wie sie guckt und köscht, was ja soll Quantenmechanik erklären. Und ich habe das Gefühl, es kann ihn dieselbe Aktion mit denselben Leuten machen, also in diesem Fall plakisch neben den Nählein. An dem einen Moment fühlt es sich schon wie Sex, an dem anderen Moment fühlt es sich nicht wie Sex. Das hängt einfach von der Gefühlswelt, von wen sich gerade spielt auf und kann ich gar nicht so das Objektiv irgendwie ja, also nehmen, dividieren, gebe ich mal so. Ja, und ich meine, das wird auch ein bisschen, darüber schwätzen wir so nur, vielleicht noch ein bisschen mehr mit der Gesellschaft zu dienen, an der wir abgewusst sind, weil ich meine, als Gesellschaft verknappt auch Intimität, Sensualität, Sex extrem mitnehmen. Also ganz oft kommen Sensualität und Intimität am Gepäck vom Sex. Und das ist irgendwie vielleicht sogar komisch, also einer Normalvorstellung gesellschaftlich raus, dann zu sagen, ehrlich gesagt, tun ich am Anfang keine Lust auf Sex, mehr können wir plakisch kuscheln und du hältst mich wie ein kleines Baby. Oder, hey, am Anfang will ich mich unterreiben, mir nicht, weil ich das primär sexy mengen, mir weil ich Lust habe, deinen Körper zu spüren, amen. Oder ich habe am Anfang Lust, da nur zu sehen, und ich weiß nicht so richtig, wie ich das so intensiv initiieren soll, wie das mal Sex haben. Dem Moment, wo ich das verstanden habe, habe ich auch gemerkt, wie kreativ ich kann gehen. Und das ist aber schon ein bisschen ungewöhnlich gespielt auch. Aber da kommen wir vielleicht auch noch rüber zu so anderen Gründen für Sex, ne? Ja, also du hast ja schon das vorweggenommen, dass ich gesagt habe, Lust habe oder wie ich gesagt habe, bockig sind, also Grund für Sex. Für mich verstoppt sich da drin am Anfang zwei Gründe, das kann ich einfach absplicken an zwei Gründe. Einerseits, wir sind zu zwei oder zu drei oder zu noch mehr an haben Lust, ob nehmen und ob Sex. Den anderen Grund ist, ich sind einfach bockig, ich sind einfach horny, ich schon einfach Lust. Und das ist mir ein bisschen egal mit wem. Ich kenne das nicht so wirklich, muss ich sagen. Also bei mir ist das echt, dass sich so die Lust aus dem gegenseitigen sich entwickelt. Wie da ist so, okay, ich schon mega Bock. Mir bon, heinst du schon, am meistens masturbieren ich dann einfach. Mich kennen aber auch Leute, die da so, ich schon mega Lust und das ist mir egal. Und sie gehen dann cruisen oder sie gehen auf irgendeine App, wo es schnelle Sex gibt, oder sie gehen an ein Pornokino oder so, wo wahrscheinlich auch Leute sind, denen nicht ähnlich geht, aber wo es ein bisschen egal ist. Also das ist ja durchaus auch einfach eine Form von Sexualität auszuleben, wo da vielleicht nicht so viel um Intimität geht, mehr echt die eigene Befriedigung und noch wahrscheinlich einfach den Thrill von
okay, ich will mit quasi einer anonymer Person etwas tun, da das ja auch wahrscheinlich schon ein extra Grund, der den so will eine Fantasie ausleben. Das erinnert mich ein bisschen an den Grund, den du mal für drunter noch gesagt hast, nämlich etwas Neues, oder? Ja, das finde ich mal was auch aufgeschrieben. Ich will etwas Neues ausprobieren, also eine neue Fantasie an, oder am besten mir allen zwei wollen, die neue Fantasie ausleben. Bon, da gehen wir da schon ein bisschen rüber an vielleicht auch mehr kinky BDSM-Sachen, die ja nicht unbedingt müssen mit Sex zu dienen und die auch nicht unbedingt müssen sexuell sein. Aber heinz, da sind sie aber. Und dann kann das auch ein guter Grund sein für Wille Sex zu tun, da ihr seht, ich will etwas Neues ausprobieren. Und für mich analog auch ein bisschen, ich will mit einer neuen Person etwas tun. Also ich meine, dass das für viele Leute aber auch einfach in eng andere Erfahrung ist und ein bisschen etwas Neues ist und eine bestimmte Reiz wird. Natürlich auch so, dummer könnt ihr dann auch, wenn ich mit einer neuen Person etwas tun, als eine neue Person, die mich sexy findet, die mich flott findet, die mich begehrt, da sind wir da vielleicht schon bei einem anderen Grund. Absolut. Also das finde ich mal auf jeden Fall abgeschrieben. Nämlich der Grund, sich sexy zu fühlen oder auch sich gewollt zu fühlen oder sich auch gelebt zu spüren. Das klingt komisch, sich gelebt zu spüren. Letzte Bäusch erlebt klingt immer ein bisschen holprig. Sich leben. Ich meine, dass du Sexualität oder auch Intimität, Sensualität eine wichtige Rolle an der eigenen Identität spielt. An der eigenen Rolle an einer Beziehung oder einer Gesellschaft. An dem emotionalen Erleben auch. Und genau so fand ich, kann ich das umdrehen. Also ich habe Bock auf Sex, weil ich Lust drauf habe, dass den anderen sich sexy fühlt und dass den anderen sich gewollt spielt und ein gutes Gefühl hat und man auch vielleicht zusammen Spaß haben. Spaß habe ich mir nicht abgeschrieben, aber das ist absolut ein wichtiger Grund. Vielleicht auch noch so Plaisir. Ich fand Spaß und Plaisir ist nicht unbedingt dasselbe, aber so, dass in so ein Plaisir ist echt so eine Erfahrung zu haben, vielleicht die auch noch mehr immer zu Sinne zu dienen hat oder so Sinnlichkeit zu Sachen erleben, die in seinem Alltag vielleicht nicht so erlebt, weil man am Alltag ja mega viel auch an unserem Kopf funktionieren, an so ein bisschen von Urwen Ruf. Und ich fand das auch da noch mal dran. Weil ich auch noch das passt dazu ganz gut, als du den eigenen Körper spüren, den Körper von der anderen Person spüren, schmachen, riechen und so weiter und Gefühl haben von dem Verschmelzen, wenn er sich berührt. Also auch, dass ihr so ein bisschen mehr aus seinem Kopf raus könnt und nicht nehmen da so eine Interaktion, dass wir auch so mit dem ganzen Körper und so gehen den Body-Mind-Split, also dass der Körper und der Körper so zwei unterschiedliche Teile sind, da dann so ein bisschen abhilft. Weil also ich halte das nicht unbedingt für wahr, aber das ist vielleicht auch eine andere Episode. Das wird sicher mal eine spannende Episode, also die gebe ich entweder gerne mitmachen oder mit lauschen. Weil ich fand das ein interessantes Thema. Ich meine, du hast das schon ein paar Mal so erwähnt, den Body-Mind-Split. Und ich gebe es cool fand, aber man kann darüber schwätzen. Und ich fand alles das, was du gesagt hast, sind am Anfang wirklich cool drin. Mir ist eine App angefallen. Und zwar wollen, dass die andere Person einen Orgasmus hat. Und du hast mir nur eine ganz spezifische Situation angefallen, die nach einem weiteren Grund hat. Willst du raten, was denn aus, wieso ich Kind wollen, dass eine Person einen Orgasmus hat? Als Beweis dafür, dass er eine gute Lover ist? Nee, okay. Das Kind den natürlich auch wollen, aber an dieser Geschichte, und die ich müssen denken, hat die Person ziemliche Kopfweh. Und mir wäre so, ja, es gibt eine 50-50 Chance. Also entweder du hast einen Orgasmus an der Kopfweh als fort oder du hast einen Orgasmus und es geht viel mehr schlimm.
Ja, das für mich schlimm gehen. Das ist ein bisschen schwierig gewesen. Nee, der Versuch wird wert und ich mir geduscht. Es sind auch Leute, die Orgasmen bei Regelweh benutzen, sozusagen, als Medikation. Und das klappt aber meistens, soweit ich von den Leuten, die das regelmäßig machen, hören hun, weil sich dann nur den Uterus so entspannt durch Dünn an Entspannung von den Muskeln. Ich habe dann so ein Dono gedurcht. Und ein Grund für Sex zu haben, ist erstens Dono Gefühl zu haben, es hat Sex. Was ja ein relativ spezifisches Gefühl ist, weil in der voll mit so Glückshormone ist und sich entspannt fühlt, wenn es den Endorphine und weil er sich auch so guckt, wie wenn er gerade Sex hat, was ja auch eine bestimmte Form von Erfahrung an Intimität mit sich bringt. Und es gibt ja auch so ein bisschen das, was den After-Sex-Glow nennt, dadurch. Ja, und das ist einfach oft ein guter Zustand. Ja, das stimmt. Also das heilst du als Ziel dann aber der Weh und nicht umgedreht. Ich schon gerade, wo du gesagt, wo du den Afterglow erwähnt hast, ich mich gefreut, ob es Leute gehen, die vielleicht hier hoch irgendwie so sehen, dass sie besonders gut ausgesehen, so nachdem sie Sex hatten und sie vielleicht einfach dann so, ich muss das Sex für eine gute Frisur tun. Bei vielen Leuten aus der Stadt dann der Tor so ziemlich verwuschelt ausgesehen und dann ein bisschen so zerzaust ausgesehen. Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute gehen, wo genau der Look das richtig ist für sie, aber wo sie da so, ich muss Sex haben für eine gute Frisur zu haben. Ich fand den After-Sex-Glow zu haben und all die Endorphine zu haben auch ein tipptopper Grund. It's a vibe. I just woke up like this. Nee, warte. I just fucked up like this. Nee, auch nicht. Boah, schau ab. Das Episode ist ja entstanden aus einer Episode Kesex. Also, für was Leute Kesex haben. Und du musst mich dann daran denken, dass es schon auch Gründe gibt, die kein gut Grund sind, für Sex zu haben. Und wo es vielleicht eine bessere Idee wie Kesex zu haben. Ohne nur befürmunden zu sein und Leute wollen zu sagen, was gut Gründe sind und was nicht. Aber aus eigener Erfahrung gibt es da schon noch ein paar, wo ich im Nachhinein ging so, da hatte ich einen zweiten Kerl drüber nachdenken sollten. Hörst du der da? Also nicht, dass ich hier an Verlegenheit kommen will, mehr für cool zu sehen, wie mal das allererst. Also du hast es dann wahrscheinlich wie beim Filmen, so nicht etwas mehr just für cool zu sehen, das ist keine gute Idee. An den anderen Grund, der mir angefallen ist, wieso ein nicht unbedingt soll Sex haben, ist so als Liebesbeweis. Also für eine Person spezifisch dadurch, dass er Sex mit ihr hat, wollen zu beweisen, dass er sie gern hat. Und oft habe ich das Gefühl, dass das gerade geschieht, wenn Leute ganz jung sind und vielleicht auch eine Person, die andere Person ein bisschen so unter Druck setzt, mit, wenn du das leider nicht mit mir musst, dann hast du mich nicht gern. Oder wenn du mich wirklich gern hast, dann gibst du das dann mit mir machen. Und das sind kein gut Grund, das sind echt ein gut Grund für sich zu trennen, wenn ihr selbst hört. I agree. Ich denke, es muss bei denen zwei Gründen ein bisschen unterscheiden, weil die Sache von, ich will cool sein, ist ja auch, weil ihr meint, jede Ressource möchte das. Und ich muss irgendwie dazugehören, because that's part of the teenage experience oder irgendwie so. Und dazu kann ich nicht mehr so. An meiner Schulklasse froh ich, okay, was meint ihr, wie viel Prozent von den 14-Jährigen, weil an Österreich als Alter, ab dem ihr Sex haben oder sexuell mündig aus 14 Jahren, wie viel Prozent meint ihr, dass mit 14 wirklich schon hier echte Keier hatten? Und meistens hören ich so 50, 70, 30. Und ich kann euch sagen, es sind 5%. Und ich hatte weniger Informationen mit Erwachsenen, die haben mir das selber gesagt. Und nicht eine Person hat Statistik gekannt.
Und das ist auch schon die letzten 30 Jahre selbst. Früher war es noch ein bisschen mehr heiß, aber früher schwätzen ich von so 4 oder 5 Jahren, weil die Pandemie natürlich gemerkt hat, dass sich junge Leute Männer gut können finden, kennenlernen und überhaupt eine Person finden, mit der sich das vorstellen kann. Aber ich denke, dass die meisten Leute mengen, als Jugendliche, aber auch als Erwachsene, dass die anderen Leute viel mehr Sex haben, wie sie wirklich schon. Und sich dadurch einfach in der Druck gesagt fühlen. Und ich verstehe noch, dass ein Kurios ist, für zu wissen, wie viel sich das da mit dem Sex un, aber wenn eine Person so nur ist oder die so nur in sich rumlässt. Und das fand ich ein mittelguter Grund, aber das kann ich absolut nur vollziehen, weil ich meine, dass die anderen Leute es machen und es nicht normal ist, wenn ich es nicht möchte. Das meine ich ein Grund, der viel zu häufig zu ziemlich unspektakulären bis nicht so guten ersten Karrieren für Sex oder auch zweiten, 5., 10. Karriere für Sex feiert. Und dann hast du so ein bisschen so die emotionale Erpressungsschiene erwähnt, also dass eine Person sagt, ja, du musst mich gerne holen, aber wenn du mich gerne holst, das heißt, dass du Sex willst mit mir holen. Und ich meine, dass das echte etwas dummer da zu dienen hat, wie man Sex in unserer Gesellschaft gesehen. Weil auch so ein bisschen der Grund ist, für was wir die Episode heute abholen. Weil, ja, die Frage ist, für was ist es überhaupt wichtig, darüber zu schwätzen, was es für Gründe für Sex gibt. Ja, ich habe mir die Frage auch gestellt. Wieso schwätzt man überhaupt darüber? Du hast Stanford schon 4 Runden geliefert, wenn wir ja darüber geschwärzt haben, wieso Sex wird. Dann hast du gedacht, wieso schwätzt man denn doch darüber, wieso Sex wird. Aber das ist ja nicht der Grund, wieso es wichtig ist, darüber zu schwätzen. Meine ersten Gedanken, nachdem sich mal vorgestellt habe, wäre vielleicht ist das ja gar nicht so uninteressant, den Gründen nur zu gehen, an einer Gesellschaft, wo ganz oft den ersten Grund, den ich genannt habe, nämlich Reproduktion, als quasi Synonym mit Sex benutzt wird oder umgedreht Sex als Synonym dafür für sich zu reproduzieren. Da das vielleicht gerade an Westeuropa nicht unbedingt immer das Erste, was den denkt, aber muss ich wie weit wie USA gucken, wo ziemlich gruselige Sachen geschehen, wo dann Sex quasi schon just ob die Rolle für Reproduktion zurückgedrängt wird an vielen Delen von der Welt ist das immer noch so, dass das halt so den gesellschaftlichen Nenner ist. Und schon noch haut auf Instagram irgendein Video, den irgendeine Person an ihrer Story hat, gesehen, wo ich weiß nicht, wer irgendeine Comedy-Show oder irgendwie so etwas, wo dann eine Person Lied gemäht hat, dann sich drüber, also am Anfang sich über Männer amüsiert oder gesagt hat, just Fragen können, wissen, was einer Frage gefällt, da können einer Frage einen Orgasmus bringen oder so. Aber aufgesehen davon, dass ich auch fand, dass die auch so nicht stimmt, aber das wäre eigentlich aus einem Empowerment-Gefühl hier, an für sich eben als Minorität ein bisschen die Gag mit den Männern zu machen, fand ich ganz okay, auch wenn ich der aus 100% durchstehen. An den allerersten Kommentar, den am meisten diskutiert wäre so, ja, da probiert mal schon die Männer fortzupflanzen. Ja, ja, das ist nicht der einzige Grund, wieso Leute Sex haben. An Dach habe ich das Gefühl, dass das ganz oft so darauf zurückkommt, dass so den Druck von, wir müssen als 8 erhalten, dass das so irgendwie das Allerwichtigste ist. Also das gesagt ja auch auf vielen final mirierten Politiken, wo dann alle so ein bisschen auf Biopolitik an die Familie als Kehrzahl von der Gesellschaft, die heteronormativ Familie mit einem Mann, einer Frau und 2,5 Kinder, so dat Kehrzahl von der Gesellschaft da muss sich fortpflanzen an gesund Volkskörper und so weiter bla bla, also all den Rätsebully, den dann immer so zwischen den Zeilen durchhängt, ich Gefühl, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mit schwätzen, was für Gründe eigentlich gibt für Sex, was für gut Gründe es gibt für Sex.
also da so den einen Wolle von Reproduktion und dann geht es manchmal auch noch ein bisschen so religiös, aber wir können, da können wir mich später noch vielleicht drüber schwätzen, wo so Vorstellungen von Sinn, auch von es soll am Anfang keinen Spaß machen oder es soll just Spaß machen, wenn ihn sich da reproduziert. Also das spielt da auch noch mal dran. So. Aber wir müssen nicht mehr später drüber schätzen, wir können direkt drüber schätzen. Weil ich fand, das ist wirklich ein mega guter Grund, auch zu so ein Plaisir beim Sex als Ziel Nummer 1 beim Sex. Egal, ob der Plaisir nur sexuell ist oder weil das Intimität mit sich bringt und sich nur sehen, emotionale Aspekte für die eigene Identität, für die Beziehung, aus sensuellen Gründen. Also egal, was so ein bisschen die Anordnungen waren, die wir da hatten, Plaisir definiert als ich fand nicht flott, was ich da mache. Ach so, der Big Boss Move gegen die ganz oh, du sollst keinen Spaß beim Sex haben, aber wenn du Spaß beim Sex hast, der sinnigste und so. Und ich fand, dass du halt extrem viel dran hast, nämlich auch so die ganz Schumme, die wird der Körper. Also, dass ihn der Körper kann benutzen, für du man da etwas Schönes zu erleben. Und ich fand das mir auch schon bei der kantlichen Sexualität, wobei ich kantliche Sexualität immer ein bisschen misleading fand, weil sie nicht mit der erwachsenen Sexualität zu tun hat. Aber das kann interessiert sein, wie fühlen sich Körper an, was machen meine Genitalien, wie sehen Genitalien von anderen aus, und wie kann ich meinen Körper wirklich dafür nutzen, dass ich gut Gefühle habe. Und das geht wirklich von Babys, bei denen es echt oral ist, also an dem sie Darm nuckeln oder an einer Brust oder an alles, was sie an Gegend von ihrem Mund kriegen, bis halt zu so der Entwicklung zu der Präpubertät, wo halt möchten so ab 6, 7, 8, 9, 10 Jahren so frohen Abkommen von wie machen das am besten am Anfang, dass sie sich schöne Gefühle machen mit ihrem Körper. Oder was machen sie überhaupt, wenn sie da mit den rundherum turnen, wie ich das, keine Ahnung, irgendwo gesehen habe. Ich fand, dass da auch so ein bisschen das Thema vom Body-Mind-Split mit dran ist, weil der Body-Mind-Split, also zu sagen, der Geist und der Körper sind getrennt, impliziert auch, dass es eine Hierarchie zwischen denen gibt. Nämlich, der Geist, die Ratio, Gedanken stehen über dem Körper, weil der Körper sind Emotionen sind sowieso nur für Frauen zum Beispiel, unter anderem. Und so schöne Gefühle mit dem Körper zu machen, nee, kann man philosophieren lieber so rundherum. Du hast in Descartes wirklich schon einen dicken Scheiß gebaut für die nächsten 100 Jahre mit seinem Cogito ergo sum. Also ich denke, dann ich zweifeln, also sinnig, weil der Körper ist ja nicht. Und der Körper ist ein Untertan. Und ich fand, das stößt da auch so mega viel mit dran an den religiösen Perspektiven, die ja auch oft mit so echter konservative Perspektiven an hier gehen. Was nicht heißt, dass es nicht auch religiöse oder spirituelle Perspektive gibt, die das nicht so gesehen, aber an so mehr institutionalisierte Formen von Religion ist das leider noch ziemlich fast mit dran, und zwar auch als ein historischer Grund, und dann halte ich ab mit meinem TED-Talk, mit meinem spontanen, nämlich, weil halt früher die Leute, die schreiben und lesen konnten und halt so ein bisschen so Forschung gemacht haben, woraus sich auch bestimmte Wissenschaften entwickelt haben, halt Theologen waren. Und das gendern schon nicht, weil es waren meistens keine Theologinnen, leider. Ich wollte am Anfang gar nicht darüber schätzen, aber ich fand es mega interessant, wo wir da aufgebaut sind. Ja, das findest du komisch. Also ich stelle mir dann immer ein bisschen so vor, dass man am Anfang so PilotInnen von so einem Fleischroboter sind und nicht als selber an als Körper sind. Ich fand, das Spiel noch dann immer so Fantasien, in denen ich auch einst so frühen von so, ja, wir können ja dann also ein Geist an den Internet uploaden und dann schwirfen wir da rundherum an okay Sex mehr, das ist da sowieso mir eng pure Form von Leben, wie so das Messi, Fleisch, Blut spaut, also weiter. Ja, mehr als
reine Geest kann ich keinen Sex haben und ich fand einen Körper zu haben als von Grund genug für Sex zu haben, wenn das einem Spaß mischt und Plaisir berät und das fand ich wirklich schon ein guter Grund und daraus ergeben sich dann auch einfach ganz viel von den anderen Gründen, die wir schon mal aufgezählt haben und daraus ergibt sich dann auch einfach, dass es gut ist, drüber zu schwätzen, wieso man gerne Sex haben. Absolut. Und es gibt aber auch Leute, die nicht gerne Sex haben. Und du, welcome again to my second TED Talk, habe ich natürlich auch Meinungen, Wissen und Informationen dazu. Weil ich darüber schon auch viel nur gedurcht habe. Weil ich fand, dass Plaisir an sexuell Lust als Grund für Sex unterschiedlich sind. Weil wenn man so ein Plaisir ist das relativ weit gefasst. Aber Plaisir mit dem eigenen Körper kann ich auch haben, wenn es einem vielleicht gar nicht nur Sex ist, aber weil er süß Lust hat auf Intimität, also einfach eine andere Person nur in sich runterzulassen, oder auch Sensualität, also Sachen mit seinen Sinnen zu erspüren, fühlen, riechen, schmecken, gesehen. Die nicht unbedingt müssen sexuell sein. Und ich denke, weil ich am Anfang gesagt habe, dass in unserer Gesellschaft halt Sex, Körperlichkeit, anders wird für Sensualität und Intimität so viel Modernin gedurcht gehen, leidet auch unter Compulsory Sexuality. Compulsory Sexuality ist, dass in unserer Gesellschaft Sexualität und Lust auf Sex als etwas Obligatorisches gesehen. Das heißt, wird gesehen als etwas, was gesund ist an erwachsenen Beziehungen, dass sie muss Sex wollen, dass sie regelmäßig Sex hat, aber wenn er das nicht hat, also irgendetwas nicht an der Reihe mit der Beziehung oder mit einem selber. Und das stimmt natürlich nicht. Sex ist in Wirklichkeit nicht, was obligatorisch ist. Dabei wollen sie partizipieren und das auch nicht, wo jeder Lust drauf hat und das genauso normal und gesund, wenn ich keine Lust habe, Sex zu haben. Und ich fand, du hast da sexuellen Community und auch die Wissenschaft dazu einfach mega viel cool Arbeit gemacht, Abklärungsarbeit die letzten Jahre. Und den Term Compulsory Sexuality und was das heißt, hat auch eine coole Person, die ein Buch geschrieben hat, angefordert. Die Person heißt Sharonda J. Brown und sein Buch heißt Refusing Compulsory Sexuality, a Black Asexual Lens on Our Sex-Obsessed Culture. Und ich fand das vor allem interessant, weil das mit Compulsory ein bisschen uknappt und eine andere coole Autorin, nämlich Adrienne Rich. Adrienne war ein Lesb und hat an den 80er Jahren den Essay Compulsory Heterosexuality and the Lesbian Existence geschrieben. Und da geht es halt darum, dass Compulsory Heterosexuality halt gesellschaftlich das Phänomen ist, dass ihn davon ausgeht, dass jeder sich als hetero versteht. Was natürlich auch nicht stimmt. Das fand ich super, dass er das ubrüst hast. Also ich fand das Thema von der Comhead auch spannend, mehr dass mit der Sexualität, die obligatorisch ist, das fand ich noch mehr wichtig, für sich das an Erinnerung zu rufen. Und lassen wir mal dann einen kleinen Throwback und den Anfang, ganz den Anfang von dieser Episode, wo ich gesagt habe, dass einfach so geschieht, weil an dem Satz, den ihn oft hört, also sowohl wenn Leute von einem Date erzählen und dann erzählen, ja, wir haben ein bisschen geknutscht, dann ein bisschen im Arm, dann ja, dann hat es so geschieht und hat man Sex. Oder vielleicht die fremdgegangen sind und so, und ja, das einfach so geschieht und du mit ein bisschen so eine Excuse sichern, dass immer ein bisschen so das innerliche Argument oder die innerliche Erzählung ist, ja, wir konnten Fanger nicht von der Nähe lassen und schon am Anfang kein Kontrolle über das, was Leute dann den Sexualtrieb nennen, wo Kelly also weit erzählen, dass es den nicht gibt oder als das auch schon erzählt hat, dass es den nicht gibt an einer Rubrik.
Nee, ja, ich fand das am Anfang immer spannend, darüber nachzudenken, so, dass das auf vielen Erzählungen, die Leute, die vielleicht auch viel über Sex nur gedurcht tun, sich an anderen erzählen, immer aber nach vier können, so den, ja, das einfach so geschieht, wie wenn den du nicht Decisionen geholt. Und ich verstehe, ich will auch nicht so mehr, wie wenn ich den beim Sex mit der Checklist gibt zu sitzen und so gibt so, okay, Decision A, Decision B, wir machen das gleich, ich mache das gleich. Ich verstehe ganz gut, dass sich Situationen viele können, wie wann sie einfach so geschieht wären. Nee, ich meine, dass es Jitwrängen besser geht. Und mehr ehrlich kann ich über so Sachen nur denken, wann ihnen so geht, dass den Decisionen geholt wird. Auch wenn sie vielleicht so Split-Second Decisionen wären und ganz schnell passiert wird, meistens trifft den aber einfach Decisionen und meistens kann den auch so, nee, ich gebe gerne etwas ganz anderes das machen. Mit dieser Idee, den sich dann dafür das nicht zu machen. Was an den allermeisten Fällen ja super okay ist. Ich meine, das hängt eben mit Compulsory Sexuality zusammen, weil eben die Intimität, Körperlichkeit und Sexualität so mit nicht verbunden sind und du willst sich ultra vulnerabel möchte, wenn ihr seht, läufst du am Anfang und ich am meisten Bock süß zu knutschen, weil dann immer noch so Hand drum schwenkt, für was willst du nicht bei mir bis zum Ziel gehen? Also findest du mich nicht flott genug, aus irgendeiner besonderen Situation lass, und dass es so das Skript gibt und dass du quasi als Ziel Sex könnt, wenn er anfängt, irgendwie sich auszudoen, an sich nur zu sehen, an den Körper von der anderen Person zu spüren. Und natürlich an der Erzählung oder an dem gesellschaftlichen Skript, darüber haben wir schon oft geschwärzt, steht natürlich so ganz zum Schluss den Orgasmus, weil so ein bisschen die Krönung ist. Was natürlich auch nicht stimmt, weil den Orgasmus ist nicht besser oder minder gut, wie irgendwelche andere Sachen, die ihr beim Sex kann machen. Mal vor 4 Jahren gesehen. Und muss ihn auch kein Orgasmus so viel gute Sex haben. Das heißt, ja, muss ihn bereit sein, wenn in dem Skript nicht will nur gehen, wenn in einer Person nur könnt, vielleicht auch ein Gespräch darüber zu feiern und zu kommunizieren. Hey, ich fand am Anfang schuld, dass man nicht einfach auch rein zu können, süß knutschen, weil ich Knutsche mega geil fand. Und ja, das bringt natürlich einerseits Communication Skills mit sich und andererseits auch Vertrauen. Also, dass ihr genug Vertrauen an die andere Person hört, für sich können auch so darüber auszutauschen und abzumachen, über die eigenen Wünsche. Und worüber ich auch noch gedacht habe, ist, dass manchmal auch Compulsory Sexuality möchte, dass ganz, ganz viel von dem, was den Bedürfnisse an Intimität, an Körperlichkeit hat, mit seiner sexuell-romantischer Beziehungsperson erfüllt, weil es gesellschaftlich auch nicht erlaubt ist, sozusagen, die Sachen auseinanderzuholen und zu sagen, mit meinen Kollegen habe ich vielleicht eine Form von Körperlichkeit oder auch Intimität, emotional, körperlich, wie auch immer, mit das immer so modern könnt und mit maximale beste Kollegen oder beste Freundin könnt. Also ich fand, als Beziehungen gehen auch relativ davon strukturiert von den Vorstellungen. Ja, auf alle Fall. Und noch so Vorstellungen von, war das ein gutes Date oder wie war erfolgreich. Ja, all die Sachen, die du schon aufgezählt hast. Ich fand das wirklich wichtig für sich darüber Gedanken zu machen. Und ich fand immer interessant, wie dann so der Blickwinkel von einer bestimmten Community haben, von der asexuellen Community, dann neue Blickwinkeln abmischt, eine neue Perspektive bietet, und in einfach aufhängen kann, verschiedene Sachen zu dekonstruieren, so wie wir das gemäht haben. Das ist bei anderen queeren Communities ja nicht ähnlich, wo dann eine gewisse Perspektive auf ein Thema geworfen wird. Und auch all die Leute, die nicht davon betroffen sind, können davon profitieren. Also nicht schön, dass man heinz so Sachen mal stehlen. Ja, für mich ist das eigentlich so alles, was ich zum Thema Grün für Sex zu haben wollt sagen. Willst du jetzt etwas zusammenfassen oder was doch ausgeschwart?
Also es sind auf jeden Fall ausgeschwert und ich fand cute, was du noch zum Schluss gesagt hast. Weil ich meine, mein Fazit wäre wirklich, das Nachdenken über Gründe für Sex einem am Anfang noch mehr Möglichkeiten gibt für mit seinem Körper, Geist, mit seinem ganzen Sein, geht ein bisschen esoterisch, mit dem, was ich meine, ja, schöne Erfahrungen zu haben. Aber vielleicht sich auch mehr zu trauen, zu sagen, Baby, haut will ich, dass du mich einfach siehst, plackig und länger Brusthals. No. Holt einen Fleischroboter und überleg dich, was für Gründe es noch kann geben für ich, für Sex zu haben. Wenn euch die Episode hier gefallen hat, dann zählt all euren KollegInnen, Freundinnen an Bomien und Bopien davon. So ihnen, dass sie sollen mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, TikTok, Spotify an Apple Podcasts like gehen und merkt auch dir dat, schreibt uns ein Review, schreibt uns ein E-Mail auf sex@ara.lu, wenn da noch ein bisschen Feedback hat. Ansonsten verbreitet einfach die frohe Botschaft von mehr wie Sex. Wir sind nicht merci für nur lauschen und bis in 2 Wochen. Ciao. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. Du willst mehr lang, mehr intensiv, mehr flott oder einfach mehr unterschiedliche Orgasmen kennenlernen? Dann habe ich an dieser Rubrik pur hilfreich Info für dich. Für dich ist wichtig zu verstehen, der Kontext ist wichtig. Orgasmen können am Anfang überall passieren. Mehr mindblowing, mega flott Orgasmen brauchen einen mega flotten Kontext. Das wird dich schon nicht verwundern, wenn du die Rubrik zu Kapitel 3 gelauscht hast. Der Kontext besteht aus externen Faktoren, wie zum Beispiel Stress auf der Arbeit, und internen Faktoren, wie zum Beispiel dem eigenen Körpergefühl. Diese Faktoren beeinflussen, wie viel Lust man auf Sex hat, aber beim Sex. Wenn ein zum Beispiel kein Face hat, oder Hunger oder Mittags oder sich allein spürt, da beeinflusst das als Erregung. Das nennt den an der Fachspruch Integration. Weil all als Gefühle und Zustände, wie Durst, Hunger, körperliches Wohlbefinden, Frust, Einsamkeit und so weiter, gehen auf derselben Platz verschafft. Sie sind sozusagen an Eis, an einen integriert. Diesen Effekt von der Integration kann ein bisschen nervig beim Sex sein, zum Beispiel, wenn als Müdigkeit der sexuelle Lust am Weg steht. Wenn ein Zustand, wie Kalface, einen anderen Zustand, wie sexuelle Erregung, beeinträchtigt, nennt ihn das Subtraktiv-Integration. Wenn ein Zustand den anderen aktiv verstärkt, nennt ihn das Additiv-Integration. Zum Beispiel, wenn einen emotionalen, verbannenden Moment mit seiner Beziehungsperson verbringt und beim Lust kriegt, mit ihr zu knutschen. Du kannst da das mit der Integration so wie ein Schwarm Völker vorstellen. An einem Schwarm gibt es keine Lieder, also nicht Völkchen, die seht, dahin geht es. Mit all Völkchen befolgt eine Reihe von Regeln, die ungefähr so sind. Vermeid Raubtieren, flieh Richtung Magnetpol, bleib bei deinem Noper. Wenn all Völkchen die Regeln befolgt, bildet sich ein Schwarm, ohne dass die bestimmten Völkchen zogen wird. Wenn ihn sich als Gehirn als Schwarm vorstellt, da sind die unterschiedlichen Völker, zum Beispiel Triebe wie Hunger, Durst und Schlaf, oder auch Motivationssysteme wie Sozialzugehörigkeit, Bindungen, Vierwärtigkeit, Stress, Zukunftspläne, Emotionalgepäck aus der Vergangenheit und so weiter. All als unterschiedliche Rollen und Identitäten sind an dem Schwarm dran. Für Lorem zum Orgasmus zurückzukommen, heißt das, je mehr Völker an dieselbe Richtung fliehen, desto mehr Lust und Plaisir verspüren wir, desto besser Orgasmen haben wir. Wenn Mund von den Völker Richtung Orgasmus fliehen,
Und andere aber probieren, ein anderes Ziel zu erreichen, zum Beispiel warm Face. Dann bewegt sich der Schwarm, also dein Gehirn, nicht gleichzeitig in dieselbe Richtung. Manche Fehler kommen da vielleicht beim Orgasmus Me, das ist nicht dasselbe, wie wenn alle Fehler beim Orgasmus kommen. Ein super flotten Orgasmus ist sozusagen ein Kollektiv zusammenarbeitet. Großen sexuelle Plaisir erfordert all Deler von dir. Was kann ich da machen, für das all Fehler an dieselbe Richtung fliehen? Turn off die Offs. Oder für eine Metapher zu schwätzen, schaff Traubdeieren auf. Also alles, was dich auflenkt. Schon darüber an der Rubrik How to Orgasmus schon ein bisschen mehr lang geschwärzt. Kurzfassung ist, du Strümbo, wenn du kein Face hast, lang mit es rasch, wenn du mitpasst. Wiesel die krasse Spattlecken oder organisiere einen Babysitter, wenn du Angst hast, den Kannerplatz beim Sex ran. Ein riesiger Traubdeier ist Stress. Wenn du willst wissen, weißt du effektiv mit Stress kannst umgehen, da läufst du an die Rubrik Complete Your Stress Cycle bei Kapitel 4 ran. Heißt du, Stress ist auch die Gesellschaft, an der wir leben. Eine Gesellschaft, an der zum Beispiel regelmäßig vermittelt wird, dass das Körperin müsste perfekt sein, an der Sex etwas wie, wofür wir es schummen sollten. Für mit diesem sex-negative Kontext, die mir zum Teil auch verinnerlicht tun, zu gehen, kannst du die Rubrik zu Kapitel 5 Selbstkritik an der kulturelle Kontext leisten. Wir können nicht immer mit den schwierigen Sachen umgehen, wir können auch Positives schaffen. Du kannst überlegen spüren, was die verschiedenen Sorten von Anreizer und Magnetpol von deinem Schwarm sind. Zum Beispiel Bindung, Stressaufbau, Vierwärtigkeit, Plaisir, Spaß, Verbundenheit und so weiter. Alles das sind Motivationen, die ein Orgasmus kann erfüllen. Je mehr sich dein System bewusst wird und in dieselbe Richtung bewegt, desto mehr überhält dann den Orgasmus der ganz Bewusstsein und der ganze Körper, als ob das selber ausgerichtet. Plaisir. Gibt an der Situation vom Sex auch Zeit, für das Anreizer zu füllen. Für das auch alle Fehler matt kriegen, wo sie hinfliehen sollen. Los der Zeit, für das halt knappischer unzumachen. Wenn du dann nicht sicher bist, was den Offs an den Ons, also den Aus- und Ausschaltknappischer von der Lust sind, kannst du das Worksheet Sexy and Not So Sexy Contexts ausfüllen. Das findest du auf der Website. Und wenn du willst mehr lange Orgasmen haben, dann habe ich da eine Anleitung für eine Übung aus dem Amelie Singen Buch an Shownotes kopiert. Sie heißt Extended Orgasm. Das war mal alles das, was die Wissenschaft sieht. Und als Amelie aus einem Buch als Hilfsmöglichkeit gibt. Mir war die Wissenschaft und auch Amelie als nicht können gehen als die Erlaubnis, diese Plaisir zu fühlen. Sich zu erlauben, spektakuläre Orgasmen zuzulassen. Das können wir als sich selber gehen. Für was überhaupt besser Orgasmen haben? Das ist auch etwas, weil ich mich beim Schreiben von dieser Rubrik gefreut habe. Mir gibt den heute Satz von Amelie eine schöne Antwort. Hat schreibt, dass das wunderbar und ekstatisch im Plaisir ist, dass er nicht mit Schummt, Stress, Angst, Roserei, Bitterkeit oder Erschöpfung kann koexistieren. Ekstatisch Lust zu üben heißt, zu lernen, des Sachen, zumindest für eine Zeit, loszulassen. Und als du wennst über eine ähnliche Art und Weise gut für Eis, wie schlafen, atmen, gemäß essen, joggen oder auch meditieren. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibweis auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio Ara. Das Minister für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Und du musst wissen, der Joel und ich haben lange Lasagne gemäht. Vielleicht schneiden wir das noch raus. Aber du weißt,
machen wir nur eine kurze Pause von der Neuigkeit, für zu gucken, wer das alles sein geht. Joel, den Update zu der sein. Also genau 18:50 haben wir an den Ofen geguckt, an wie es sich um vegane Käse handelt, aus den nach Nidbrung. Wir haben den Ofen auf 100 Grad Celsius gestaltet, er wird danach aufwerten, wie sich die Sache entwickelt. Okay, wir behalten es also am Blick. Nächsten Update in 10 Minuten.